Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy Silver auf Pelzig. Und ich wollte eigentlich nur speichern gehen und bin jetzt gerade hier gelandet und das wollte ich euch dann auch wieder nicht vorenthalten. Deswegen geht's gerade hier weiter. Hey Sid! Sobald alle bereit sind, gehen wir zum Korell-Reaktor. Los, Herr A-Führer, du beeilst dich mal besser. Sid. Ich weiß, ihr reichen euch alle drum, mit einer Sahne-Schnitt wie mir zu reisen, aber lass mich bloß, die gebrühte Schiff macht mich... Ja, das macht dich auch höchst erotisch, wenn du so in die Gegend rumkotscht und die ganze Maschine voll reierst. Ja. Sid, gute Arbeit. Das ist doch immer noch selber der Jammerlapper. Und jetzt kommt zu der Konstellation, die ich mal beim Vincent angesprochen habe. Und zwar machen wir es ab jetzt wirklich hier die Salami-Runde mit Denner. Mal gerade mal gucken. Die Yuffie hat dasselbe Level. Aber der Vincent hat etwas bessere Werte auch wieder. Müssen wir mal bei ihm gucken. Ich glaube, die Cloud-Materie, ja, genau, die haben wir wieder parat. Das ist gut so. Und dann geben wir da gerade mal dem Vincent auch ein besseres Ding, das Drache-Armband. Und wir geben den Feuerring auch wieder. Da kann man nämlich dort zumindest mal die Cloud-Materie reinpacken. Und zwar Genesung alle auf jeden Fall. Neo Bahamut und die Feintechnik. Ah ne, das war die Gutfeintechnik. So rum. Die normale Bahamut können wir nochmal reinpacken. Und Asteroid. Und dann müssen wir definitiv noch eine Waffe kaufen, die Sache. Aber, wenn wir schon dabei sind, machen wir hier noch was. Und zwar der Schmodesto, HP und MP Wiederhersteller. Das ist auch immer gut. Und dann speichern wir hier nochmal runter. Zack. Und zack. Und das mache ich jetzt auch auf dem Wetter. Sehr gut. Jetzt sind wir soweit. Level 46. Das Sid ist jetzt unser hochgelevelter. Ich finde es auch immer so klasse, wie der so leicht noch hin mit dem Oberkörper gebeugt dann rennt. Ach, ist das schön. Ich freue mich. Die Großmaterie ist in Korell, fragt Condor. Ich bin mir sicher, dass es noch eine andere Art große Materie gibt. Wo war denn das? Sid, lass uns Wolken tiefer von Zeit zu Zeit mal besuchen. Sid, ich wünschte, ich hätte eine holzerte Einstellung. Scheint mein Gefühl, hätten sich in Luft aufgelöst, während ich in dem Schlummer gelegen habe. Oh, armer Vincent. Oh, ja, Führer, bewegt mal der Pilot ihn nachher hier ruf. Hat er gerade das Finger gezeigt? Okay, Pilot im Training ist jetzt auf Level 6. Ja, soll man abheben? Ja. Ja, wir heben ab. Okay, ich bin aber trotzdem sagen, wir gehen hier nochmal rein. Das ist jetzt großartig, dass ich auch das Sid hier als steuernde Persönlichkeit hier habe. Ich mag den sowieso, das ist wie gesagt mein Lieblingscharakter hier. Und ich finde den einfach nur absolut großartig. Und im Wohltätigkeitslader holen wir jetzt noch einen Vincent eine Knarre. Und zwar kriegt er eine Winchester. Sehr geil. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Und Winnie, du kriegst jetzt noch was richtig Cooles. Zack. Und dann können wir hier nochmal reinpacken. Schwerkraft. Ja, komm. Gib ihm. Manipulation. Ich weiß nicht. Ramu können wir noch reinpacken. Der Odin meinetwegen. Manipulation. Viel Spaß. Machen wir jetzt einfach einmal. Wurf ist definitiv cool. Und Hitze. Einfach nur, dass wir ein guter Feuerzauber nochmal dabei haben. Ich finde einfach, das muss sein. So machen wir das. Ich denke, so sind wir definitiv gut gewappnet für das, was da kommt. Okay, da können wir nicht raus. Das ist bei anderer alte JRPG immer möglich, dass man auch so an Randbezirke und so raus kann. Aber jetzt geht es erstmal noch Korell. Zack. Und Korell dürfte hier irgendwo gewesen sein. Das ist Fort Condor. Ah nee, Quatsch. Korell ist dort drüber. Aber die wollen uns jetzt erst noch Korell lotsen. In Moment. Junon, Korell. Ma hier. Aber ich wollte nur mal was gucken. Und zwar, durch das ganze Stimmegekrisch, hoppla, durch das ganze Stimmegekrisch
Bin ich ja schon fast heißer hier. Nee, Moment. Das geht, glaube ich, erst mit dem U-Boot. Das kriegen wir ja auch noch. Spoiler. Moment, da ist Korell. Ja. Müssen wir hier rein. Zack. Und rein. An den Nilsoldaten sind Kummerling gesagt, dass sie die gesamte Verfügung stehende große Materia-Sammler täten. Ich glaube, sie bringen sie vom Korell-Reaktor mit dem Kohlezug runter. Na dann, müssen wir sie doch mal drei hinere, die Sache. Dann müssen wir dann hier entlang. Ich glaube aber, da treffen wir wieder auf alte Gegner. Die dürften mittlerweile kein Problem mehr sein für unser Dreier-Salami-Runde hier. Wobei ich auch hier Hängebrücke etwas instabil finde für so einen wichtigen Weg, was Kohletransport angeht. Ja, es sind nach wie vor die kleinen Gegner. Und knallen ab, Winnie. Bombenschlag. Was? Wow, der zieht doch noch 400 ab. Echt nicht schlecht. Also man sieht mal wieder, was die Kreaturen definitiv nochmal reisen können. Aber es bringt uns nichts mehr. Die sind zu low-level, die Gegner hier. Die bringen uns keinerlei Erfahrungspunkte mehr. Okay, Moment, wie war dann das hier? Das war so, dann können wir hier lang, genau. Und aus dem Korell-Reaktor wollten sie die große Materia holen. So, zack. Und zack. Und Barrage, was machst denn du noch? Ich will dafür jetzt echt keinen Zauber verschwenden, um ehrlich zu sein. Sitz, schnappen da, zack. Das war's danach. So wird's gemacht. Sehr gut. Und die bringen uns immerhin noch 260 Erfahrungspunkte und 27 AP. Besser als Kenny, die Sache. Ich nehme einen Schluck Wasser kurz. Ach je, ach je. Boah, das habe ich jetzt echt gebraucht. Durch die ganze Stimmleistung mit Barrett und Sid. Das schlacht doch richtig auf die Stimmarm, muss ich echt sagen. Speicherpunkt. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, wie ich das so mache. Ob ich das irgendwie ein bisschen zu overacted mache oder das hoppla, so rum. Das gerade das overacted irgendwie ganz lustig finden. Erzähl mal doch mal, wie ihr zu den Stimmleistungen stehen, die ich da bringe. Ob ich das vielleicht eher sein lassen sollte und vielleicht ganz normal vorlesen sollte, was da steht. Ob ich es auf pelzig beibehalten soll, weil wenn das jetzt immer noch gucken, ihr liebe Leute, dann muss ich echt sagen, Respekt, dass das zu dem Deal immer noch gucken, wie ich das mache. Und wie ich bei Final Fantasy halt auch weitermache. Aber geben wir einfach mal Bescheid. Es wird mich sehr, sehr, sehr interessieren, ob ihr dort denken, oh Mann, ich kann es jetzt echt nicht mehr hören. Oder ob man denken, hey, saugut und das overacted und so ist, ach, richtig geil, macht das bitte weiter so. Dann will ich es nämlich auch für zukünftige Klassiker so beibehalten. Ihr seid. Jetzt geht's auf die Wäschung, ja. Weil wir sind. Und das ist wieder... Was sind das für welche? Das ist wieder Angriffstrupp 1, ja. Weil mir persönlich macht das eigentlich echt tierisch Spaß, die Stimme nachzumachen oder zumindest unterschiedliche Stimmen auch nachzumachen. Wenn es euch gefällt, geht mich das sehr früher, dass sich das auch wirklich sozusagen lohnt, in Anführungszeichen, dass ich die Stimme noch mache. Ich glaube, im Moment sind wir sicher. Mist. Da kommt da schon der Zug. Mit der großen Materie im Schlepptau. Oder generell mit Materia hier. Die fahren tatsächlich mit dem Zug ab, mit der großen Materia. Nee, ihr verdammte Dummkind. Ihnen noch. Hey, kennt er mich nicht? Ich bin Sid. Kapiert? Verdammt einmal. Und jetzt lass mich mal machen. Ist der jetzt wieder schafft, Bauer. Hey, 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 hey. Wir gurken mit unserem eigenen Zug hinterher. Und los geht's. Wie steuert man das nur? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie? Keine Angst, ich schaff das.
2 Hebel. Einer links und einer rechts. Man musste die beiden Hebel abwechselnd hoch und runter drücken. Bei der Geschwindigkeit, denke ich, dauert es circa 10 Minuten. Halt euch mal fest, es geht los. Okay, linker Hebel, rechter Hebel. Linker Hebel, rechter Hebel. Das sollten wir relativ fix hinkriegen, denke ich. Wenn ich jetzt so viel babbel, dürfte das eigentlich recht fließend funktionieren. So, komm schon. Mann. Hopp. Das ist so stupid die Arbeit, aber ich merke echt, wie ich dann beim Babbler mich ablenke los. So, jetzt sind wir da. Okay, wir springen ab. Jetzt haben wir nur ein gewisses Zeitfenster und jetzt hupsen sie alle in das Hit und was der versprüngen kann. Unglaublich. Natürlich geht es nur, wenn er die anderen mit in sich trägt. Jetzt haben wir auch aktuelle Gegner wieder hier. Das ist der Gasblazer. Smockernamen. Oh, das ist mies. Smockernamen. Mieses Vieh. Warum, du mieser Kleiner? Zack. Und zack. Der Cetoraxa Limit-Attacke ist aber jetzt nutzlos. Ich glaube, der Winnie hat derzeit die Heilmaterie. Oh, Traurigkeit, das ist nicht gut. Das wollen wir irgendwie nochmal... Kuriert Zorn versetzt in Trauer. Kuriert Trauer versetzt in Zorn. Das passt eh zum Barrett, der ist eh immer wütend. So, Heilung machen wir hier noch. Und auf alle nochmal. Zack. Kann der Winnie uns mal heilen. Auf der anderen Seite gerade mal gucken. Der Winnie hat auch die meiste MP. Von daher passt das sehr gut, dass der auch Genesung drin hat. Okay, Sid kann sie sich jetzt schnappen. Übersprung, sehr gut. Das dürfte jetzt alle knacken. Und zack, hol sie da. Jetzt bin ich einmal gespannt, ob der Vincent hier noch sei Limit-Attacke hochgestuft kriegt. Ich meine, ich habe ihn sowieso jetzt nur, wie ich das damals angesprochen habe. Ich habe den Vincent jetzt eigentlich nur mit dabei, wenn der Cloud halt aufgrund von Krankheit ausfällt. Und wir hier die Dreier-Salami-Konstellation haben. Und ansonsten werde ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr mit dazu packen. Oh, das ist auch ein Gegner, der immer wieder bei Final Fantasy vorkommt. Der Wolfmeister heißt das da. Aber die Kreaturen groß gepanzert mit riesige fette Schwerter, die gibt es auch immer wieder in Final Fantasy. Und der reagiert nicht so besonders auf physische Attacke. Dafür dürfte er bei magischer Attacke etwas zu knacken haben, denke ich. Und wie sieht's aus? Ja, das macht ein bisschen mehr. Schade. Wir hauen ihm noch ein Beber durch die Schnauze. Der Vincent, würde ich mal sagen, kann uns mal alle heilen. Södele. Schweres Schwert. Wir rauben dann mal aus, den Typ. Und, nee, Beschwörung jage ich ihn jetzt nicht um die Ohren. Nix zu stehen, okay. So ein riesen fetter Typ. Atomstrahl. Und dann hat er nicht mal was. Das ist auch ein bisschen peinlich. Und wie sieht's aus? Atomstrahl, uiuiui. Ist aber keine Feintechnik, die wir lernen könnten. Was ich eigentlich auch etwas schade finde, weil Feintechniker, da könnte ich schnappen ohne Ende. Aber ich glaube, der Typ hat eine Barriere um sich, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, da haut er nochmal mit Konter zurück. Warten wir mal. Bloßstellen, zerstört alle Schutzschilder. Ja, machen wir das doch mal so. Und das Set. Mies. Okay. Probieren wir doch mal Bio 3. Oh, scheiße, der Winnie hat's geknackt. Barrett holen wir wieder ins Leben zurück. Schweres Schwert. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Corner-Champion, finde ich. Ach, wie Spaß machen, Hypersprung drauf, scheiß drauf. Nachdem jetzt der Vincent auch wieder lebt, können man genauso gut auch der Gnadenstoß geben, dem Mistvieh, dem Wolfmeister. Zack. Der hält hier den ganzen Verkehr auf, der Scheiß-Typ. So, geht doch. 10.000 Punkte gibt er, 10.000 Erfahrung. Drache habe ich erhalten.
Wow, der hat noch richtig Erfahrung, Gabber. Aber leider wenig AP, wie ich finde. Dodovor ist er das wert, was die Erfahrungspunkte angeht, ist er das definitiv wert, der Wolfmeister. Und Drache haben wir noch gekriegt, das möchte ich jetzt auch noch mal ganz kurz gucken. Drache ist hier, nein. Okay, Mist, können wir gar nicht sehen, was das macht. Sehen wir dann, wenn das jetzt die nächste Limit-Attacke hat. Und da ist wieder ein Vieh. Ein mechanisches. Adlerpistole. Und zack, drauf. Runde Wetter. Zack. Sehr gut. Batsch. Feuer an einem Flügel. Wow. Das sind aber schon ziemlich coole Gegner, muss man echt sagen. Ich mache jetzt mal auf uns alle Hast. Wow. Ja, die ziehen auch echt was ab, die Knabe. Muss ich ne echt loser. Das Sit kann ich nur gucken, ob man ausrauben kann. So. Barrett hat leider doch nicht so passende Zauber, wie ich finde. Und ich mag jetzt auch keine Limit-Attacke verschwenden, um ehrlich zu sein. Kriegerreif gestohlen. Das ist geil. Okay, der Vincent. Feintechnik. Wir machen jetzt mal Aqualung drauf. Und Sid. Attackiere einfach mal normal. Oh, das hat jetzt leider nichts gebraucht. Ich mag doch echt ungern jetzt doch noch Scheißdreck machen. Muss wohl leider sein, sorry. Das muss jetzt leider noch. Ich versuche hier eigentlich echt immer mal Limit-Attacke zu sparen für was Größeres, aber wenn du so ein Kasper jetzt bekommt, und wir haben leider echt keine Zeit. Unsere Zeit geht uns hier verloren. Ach du liebe Zeit, hat sie echt überlebt. Wir haben jetzt leider nur noch 3,5 Minuten circa Zeit. Das muss jetzt irgendwie auch noch schnell gehen. Trine probieren wir nochmal aus. Vielleicht klappt das jo. Ich muss echt sagen, die Materia von Cloud ist... Wow, das hat echt was gebracht. Die Materia von Cloud ist doch echt sehr MP-lastig. Kugelhagel erhalten und 2000 Erfahrungspunkte und 90 AP. Das war ein Gegner, der echt was ausgehalten hat. So, da sind wir jetzt. Gehen Sie in Deckung. Was zum... Hey, ihr du! Okay, gib mal die große Materie her. Verdammt! Gut, jetzt haben wir nur noch gegen einen normaler, in Anführungszeichen, Sturmtruppler. Und das kannte Vincent Achekle, den ich sage. So, der macht ja nicht so viel Schade hier, der Sturmtruppler. Gallianische Bestie. Warntanz. Zack, 1095. Die gallianische Bestie kann man nicht einschläfern. Und jetzt ist er eingeschläfert worden. Na Allah. Jetzt haben wir es doch gepackt. Recht mutig mir zufolge. Das vergesse ich da nicht. Dodovor ist jetzt gezeigt. Auf die Bremschef. Ich weiß, cool bleiben. Wenn wir so weitermachen, rasen wir in Nordkorellrei. Mal gucken. Wenn wir die Hebel abwechselnd benutzen, um zu beschleunigen, dann misst man Bremse, wenn wir die Hebel gleichzeitig noch ober oder ohne drücken. Okay. Ja. Moment. Es funktioniert nicht. Ist es nicht Anastrom? Geh wieder du na Keitel Anastrom, Mann, und erstmal wär ich. Ja, ich probiere es. Okay, funktioniert das? Ne, wir werden immer noch schneller. Hey, hey, hey! Okay, kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Verdammt! Scheiße. Aber gerade noch so. Schlüsselobjekt, große Materia. Sehr gut. Wie sie mich alle angucken. Ihr seid sehr mutig, ich bin beeindruckt. Ihr seid schon Typer.
Habt ihr nicht den Zug von der Annalene gestoppt? Die wollten uns wieder umbringen. Ach, vor Gerümpel ist es die einzigste... Ach, voller Gerümpel ist es die einzigste Heimat, die wir haben, Barrett. Natürlich. Wir wurden alle in die Kohlebergwerke geboren und aufgezogen. Egal wie hart es wird, unser Herz ist clean feuerrot wie Kohle. Zur Hölle mit dem Meteor, wir sind Bergleit, oder? Wir graben einen tiefen Tunnel und verstecken uns vom Meteor. Das ist es. Ey du, wie wär's... Entschuldigung. Wie wär's mit irgendwas für die Buwe, die gegen die Annalene kämpfen? Oh je, Entschuldigung. Ah, zu viel Stimmleistung. Ich hab's aus dem Brunnen geholt. Ist das nicht ein toller Stell? Materia Ultima. Geil. Entschuldigung, wirklich. Es tut mir echt leid. Ah. Das muss eine furchtbare Schlacht gewesen sein. Du hast Narbe am ganzen Körper. Wir haben schon mit dem Kneipewirt gesprochen. Heute kann er kostenlos da bleiben. Sehr cool. Sehr schön. So. Wir haben Ultima gekriegt. Das ist der beste Angriffszauber, glaube ich. Warte mal. Steht nämlich Sache. Dann kriegt das Sid im Gegenzug war den Quatsch. Zauber Ultima. Gucken wir gerade mal. Wo ist er dann? Ultima. Da müsste doch irgendwo auch dabei sein. Poisoner Esuna. Moment. Weil man dann... Ach so, ja, das muss ja erstmal gelevelt werden, bis überhaupt Ultima dabei ist, klar. Weil Ultima ist der beste Angriffszauber im Spiel. Okay. Dann tue ich mir aber jetzt um meiner Stimme selber halt mal einen Gefallen. Und ich jetzt sage, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy VII aufpelzig. Da habe ich dann definitiv wieder eine andere Stimme, weil das wieder ein anderer Aufnahmetag sein wird. Also Entschuldigung für das Gehuste am Schluss. Aber 3 Teile stimmintensiv, das schlägt sich definitiv auf die Stimmbänder. Also machen's gut und bis morgen. Ich trinke erst einmal einen Kaffee, öl mal meine Stimme, schluck wahrscheinlich auch ein bisschen Olivenöl und wir sehen uns morgen wieder zur Let's Play Final Fantasy VII auf pelzig. Bis dahin, machen's gut und bleiben gespannt, denn es wird und bleibt wie immer spannend. Iron Yankee.